Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung: Die Volkswirtschaft Berner Oberland organisiert sich neu. Die Kulturbranche in Thun organisiert sich ebenfalls neu. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. BEA ist eröffnet. Der Bundesrat Alain Berset hat als Ehrengast heute die Berner Frühjahrsausstellung BEA eröffnet. Die Publikumsmesse ist nach der 2-jährigen pandemiebedingten Pause wieder am Start. Stremel hat Jubiläum. Strandbad Thun feiert sein 100-jähriges Bestehen. Die Stadt will das Jubiläum am Samstag, 7. Mai, zusammen mit der Bevölkerung feiern. Auf dem Programm stehen viele Attraktionen im, auf dem und am Wasser. Der Eintritt ist frei. In der Stockhorn Arena fliegen die Bern. Die gesamte Berner Elite wird sich am 17. Juli im Sägemehl messen. Für viele Schwinger geht es darum, die Selektion für das Eidgenössische im Pratteln zu sichern. Gesamthaft 5 eidgenössische Kranzschwinger werden am Start sein. An der 102. Generalversammlung der Volkswirtschaft Berner Oberland ist ein Traktandum besonders herausgestochen: die Gründung der Actifutura GmbH. In der neuen Firma sollen alle Teile der Arbeitsintegration, die bisher bei der Volkswirtschaft angesiedelt waren, ausgelagert werden. Im laufenden Jahr stehen aber noch weitere interessante Projekte an, wie zum Beispiel die Schaffung einer Plattform für Lehrlinge, wie mein Kollege Manuel Moser berichtet. Frau Lehmann, wieder eine physische Generalversammlung und Ihre erste. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Also es war sehr spannend. Ich war voller Erwartungen und als ich gesehen habe, dass der ganze Saal zum Bersten voll ist, hat mich das sehr gefreut, so dass man wieder miteinander diskutieren kann, persönlichen Austausch. Und ich habe so gesagt, weil im Moment haben wir ganz besondere Zeiten und da ist es umso wichtiger, wenn man wieder miteinander reden kann. Es war wunderbar. Vielleicht mit der Gründung von der GmbH. Können Sie dort vielleicht kurz ausführen, was dort Gedanken dahinter waren zu dieser Gründung? Die Volkswirtschaft Berner Oberland hat im Januar 3 neue Angebote respektive Aufgaben bekommen, die sehr die starke finanzielle Projekte, und von dort her haben wir nachher ganz klar auch trennen. Wir haben die Volkswirtschaft Berner Oberland, die ein Verein ist, haben wir jetzt trennen von diesen Aktivitäten, so dass wir auch kein Risiko haben. Und da rede ich von der Arbeitsintegration, und somit haben wir jetzt wirklich die Volkswirtschaft Berner Oberland getrennt von der Arbeitsintegration, und so haben unsere Mitglieder auch überhaupt kein Risiko. Das war der Ausschlagpunkt, wo der Vorstand wirklich einstimmig hat gesagt, das müssen wir jetzt machen. Was sind so die Projekte, oder wo Sie den Fokus legen jetzt im neuen Geschäftsjahr? Im neuen Geschäftsjahr ganz sicher unsere Standortförderung. Die Standortförderung, das ist eine Kernkompetenz, ein Kerngeschäft von uns, dass wir dort noch aktiver werden. Nachher wollen wir ganz sicher auch eine Lehrstellenplattform, da sind wir auch in einem Projekt. Also was wir auch wollen, sind die Rahmenbedingungen für unsere Mitglieder, dass wir einfach dort uns noch besser vernetzen und dass wir noch ein besseres Gehör haben in Bundesbern für das gesamte Oberland. Und wie ich es heute 2-3 Mal gesagt habe, von Thun in alle Seitentäler rein bis auf Gadmen rauf. Und das ist ganz wichtig, dass wir das Berner Oberland auch im 2022 stärken können. Mit dem Dachverbund Kultur Thun organisiert sich auch die Kulturbranche in Thun neu. Die Branche hat unter dem Coronavirus ganz besonders gelitten. Der Kanton versucht jetzt mit Transformationsprojekten der Branche unter die Arme zu greifen und Kulturbetriebe zu stützen. Der Dachverbund Kultur Thun ist ein solches Projekt, wie meine Kollegin Rebecca Affolter berichtet. Kultur Thun ist eben der Dachverbund der Thuner Kulturszene, und eigentlich was wir machen, ist, wir die Thuner Kulturszene mehr vernetzen und mit ihnen zusammenarbeiten. Wir haben eigentlich so 3 Arbeitsfelder. Das eine ist die Mitgliederarbeit, das sind Sachen, die wir für und mit den Mitgliedern machen, zum Beispiel Roundtables, die wir durchführen, wo es darum geht, das Gespräch zu suchen unter den Institutionen, mit den Institutionen für die Zusammenarbeit zu stärken. Das zweite Arbeitsfeld ist Öffentlichkeitsarbeit. Das dritte ist Lobbying, wo es darum geht, als Sprachrohr tätig zu sein für die Thuner Kulturszene gegenüber der Politik, der Verwaltung, der öffentlichen Hand und auch weiteren Institutionen, wo wir mit ihnen zusammenarbeiten.
Kultur Thun ist gegründet worden aus der Situation im 2020, wo wir ein Spielzeitverbot hatten, also ein Spielverbot hatten, ein allgemeines. Und wir als verschiedene Institutionen, auch als Einzelkünstlerinnen und Künstler, gemerkt haben, wir müssen, die Zukunft wird vielleicht mehr Herausforderungen bereithalten und wir müssen uns für das wappnen. Das schaffen wir nur miteinander. Was ist so eine erste Bilanz? Also wir haben es geschafft, die Szene enger zusammenzubringen jetzt in diesem Jahr und eigentlich da Kooperationen anzuregen und die Zusammenarbeit intensiv zu starten und sie jetzt dran, das weiterzuführen, zu intensivieren und auch zu konkretisieren. Wie sieht die Zukunft so aus für Kultur Thun? Rosig. Die Zukunft ist eigentlich immer das Kernthema, ist die Zusammenarbeit in der Thuner Kulturszene. Den Zusammenhalt zu stärken und auch weiterzuführen und das zusammen eigentlich darauf hinzuschaffen, weiterhin attraktiv zu bleiben. Auch ihr könnt natürlich Kulturbetriebe unterstützen, wenn ihr nämlich in den Ausgang geht. Wie das Wetter für den Ausgang ist, das seht ihr gerade anschliessend in den Prognosen. So oder so wünsche ich euch jetzt schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Der letzte Freitag vom April hat sich nochmal von seiner frühlingshaften Seite gezeigt. Es war recht sonnig mit tagsüber zum Teil ein paar ausgedehnteren Schleierwochen und am Nachmittag auch angenehm warm. Der Grund: heute sind wir nochmal im Einflussbereich vom Hochdruckgebiet Tim. Auf morgen kommt jetzt aber eine Störung in der Nacht. Auf morgen nehmen also die Woche zu. Es wird bis am Morgen zunehmend nass. Entsprechend gibt es eine ziemliche Wetterumstellung. Das heisst, morgen Vormittag da ist es wechselnd bis stark bewölkt. Speziell im Oberland gibt es zum Teil auch noch ein bisschen Niederschlag. Gerade in der Stadt Bern oder auch im Seeland da ist es bereits längere Zeit trocken und es gibt auch grössere Auflockerungen. Die Temperaturen die liegen am Morgen bei etwa 7 bis 8 Grad. Am Nachmittag geht es weiter mit vielen Wolken, zum Teil sonnigen Abschnitt und vermehrt wieder Regengüsse. Lokal kann es mal blitzen und donnern und die Temperaturen deutlich tiefer, als das heute noch der Fall war. Die Höchstwerte die liegen zwischen etwa 13 und 15 Grad. Am Sonntag geht es veränderlich bewölkt weiter im Flachland. Da ist es im Wesentlichen trocken. Über den Bergen gibt es da und dort gut Regen. In Interlaken da messen wir maximal 15 Grad. Am Montag und Dienstag da ist es freundlich, es gibt auch Sonne. Tagsüber allerdings die grössere Quellwolken um die weiteren Forecast, speziell am Dienstag, wo da und dort gut Regen oder ein Gewitter gibt. In Interlaken gibt es 16 bis 17 Grad. Und ähnlich im Stil geht es dann am Mittwoch und Donnerstag weiter. Es gibt Sonne, grössere Quellwolken im Verlauf des Tages, da und dort gut Regen oder ein Gewitter. Und die Temperaturen die bleiben weiterhin auf ähnlichem Niveau. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ich wünsche einen ganz schönen Freitagabend und ein tolles Wochenende. Wieder schauen miteinander.